Guten Morgen alle gut. Ich wollte meinen neuen Kanal vorstellen, und das ist Ambassador of Christ. Weil wir sind alle gut als Gläubig. Ambassadeuren, Repräsentanten, Vertreter hier mitten auf der Erde von Jesus. Ich werde Videos machen auf bis zu 4 Sprachen. Vielleicht sind sie nicht immer alle gut auf alle 4 Sprachen verfügbar. Aber das sieht ihr dann an den Titeln, auf welchen Spruch das sie gerade verfügbar ist. Es geht hier um neugeborene Christen, es geht um das vom Heiligen Geist, es geht um unsere Identität an Christus Jesus, um unsere Mission an dieser Zeit. Und eigentlich auch unsere Mission, dass Jesus hier war. Er hat uns aber eine Mission geschickt. Er ist nicht hergekommen, für Kirchen zu bauen, er ist nicht hergekommen, für dass wir just an den Himmel kommen, wenn wir sterben und hier nun holen. Wir haben eine Mission. Und darauf will ich aufmerksam machen, mit dem Hintergrund von der Bibel wirklich weisen, was wir alles an ihm haben, an die Autorität, die wir haben, an wie schön das ist, mit Jesus am Herzen zu leben. Und das alles das, was wir für allem hier an unserer Region, an der Region, wo ich auch groß gesehen, wie ich das mittlerweile nennen, Traditionskatholiken, vieles, also erzählt, was nicht wahr ist. Die römisch-katholische Kirche hat da richtig gut Arbeit gelegt, dass die Katholiken hier Bibel eigentlich gar nicht kennen. Sie gehen an die Kirche, sie leisten eine Predigt, sie glauben, was der Pastor gesagt hat, und sie gehen heim. Sie wiederholen alle Sonntag an der Kirche selber, und wir machen es nicht. Und darum geht es gar nicht. Jesus ist nicht gekommen, für dass wir an die Kirche gehen. Jesus ist nicht gekommen, für dass wir an die gehen, an Rituale machen, wie alle Sonntag an der Kirche, dieselben Lieder aufstehen, sitzen, Amen und so weiter. Und das auch nicht kommt für Ostern oder für Christtag zu feiern. Denn Jesus war ein Missionar, er ist bei den Leuten gegangen und er hat das Wort bestätigt durch Zeichen und durch Wunder. Und darum geht es. Und voilà. Ich will einfach ihr mitteilen, weil ich hatte dass der Heilige Geist mich gerettet hat, dass Jesus mich gerettet hat. Und ich lehre ganz viel und ich lehre all das und das ist wunderbar, das ist wunderschön. Ich will nie mehr zurück an mein altes Leben. Und da komme ich auch alle dann darauf zurück, wenn es darum geht. Und ich will das mit dir stehlen, weil ich will, dass jeder gerettet wird. Ich will, dass jeder das erlebt und an der Autorität lebt, für die hier für uns gestorben ist. Und dabei bezeichne ich mich dann auch auf den Vers von Römer 10, Kapitel 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Mund den Herr Jesus bekannt und an deinem Herz glaubst, dass Gott hier von den Toten Oberstuhl gelost wird, dann wirst du gerettet. Das ist schon mal ein Anfang, für Neugeburt zu gehen am Geist. Wenn dann den Heiligen Geist bis anders wohnen könnt, dann merkst du schon einen riesigen Unterschied. Und genau das sieht die katholische Kirche dann nicht. Sie dürfen noch Puppelchen, was man nicht machen soll, das steht auch nirgends in der Bibel. Aber wie gesagt, darüber schwätzen wir alles im Detail an anderen Videos, die ich machen werde. Holt Jesus an ihrem Herz, gelebt daran, dass hier ein Kommas von Gott geschickt, gelebt daran, dass hier für uns am Kreuz gestorben ist. Holt ihn nun als Ehrenherr an ihrem Herz, übergibt ihm Erdleben und er wird gesehen, wie wunderbar und einfach Erdleben geht. Und wie viel Frieden und wie viel Frieden am Herz da hat. Voilà. Ich schicke euch Gottes Segen, Gottes Frieden, Friede sei mit euch und ich hoffe, bis ganz gespannt. Merci.